Sicher bist du auch schon mal krank daheim auf dem Sofa gelegen. Hast Grippe gehabt, viel geschlafen und deinem Körper Ruhe und Erholung gegönnt. In der Bibel finden wir viele wunderbare Geschichten, wie Jesus Menschen, die krank waren, wieder geheilt hat. Wenn du krank bist, hast du sicher jemanden gehabt, der gut zu dir geschaut hat. Das ist genial und hilft dir. Du darfst aber auch wissen, du kannst zu Jesus beten, dass er dich wieder gesund machen soll. In der Zeit, wo Jesus auf Erden gelebt hat, war er viel unterwegs mit seinen Jüngern. Wo sie mal wieder so am Laufen waren, ist auf einmal ein römischer Hauptmann zu ihm gekommen und hat ihn um Hilfe gebeten. Jesus! Jesus? Ja, hallo? Was ist? Ah, Jesus, endlich habe ich dich gefunden. Lass mal, bei mir daheim habe ich einen Diener, einen von meinen besten Mitarbeitern. Und genau der ist sehr krank. Ich weiss gar nicht, was ich noch machen soll, damit er wieder gesund wird. Aber ich glaube daran, dass du heilen und Menschen gesund machen kannst. Gut, hast du mich gefragt. Ich komme mit dir heim und will die Diener heilen. Also weisst Jesus, ich bin ja Hauptmann und ich kann Befehle erteilen und die werden sofort ausgeführt. Wie viel mehr kannst du etwas sagen? Und es passiert einfach. Du musst nicht extra den langen Weg zu mir heimkommen. Es reicht, wenn du nur ein Wort aussprichst. Und ich glaube ganz fest daran, dass mein Diener einfach wieder gesund wird. Der römische Hauptmann hat wirklich einen riesengroßen Glauben gehabt. Das hat Jesus sofort gemerkt und es hat ihn sehr gefreut. Wow, die Glauben. Ich habe noch nicht viel erlebt, die einen solch starken Glauben haben. Das freut mich, dass du so fest an Gottes Kraft glaubst. Es ist außergewöhnlich und ein gutes Beispiel für viele andere Menschen, die mir nachfolgen. Durch dein Glauben wird die Diener wieder gesund und geheilt sein. Danke vielmals, Jesus. Danke 1000. Zur gleichen Zeit ist der Diener wieder gesund geworden. Die Geschichte aus der Bibel ist mega spannend und wir können so viel daraus lernen. Der Hauptmann war sich sicher, dass Jesus fähig ist, seinen Diener wieder gesund zu machen, ohne dass Jesus extra zu ihm heim muss kommen. Für Jesus ist alles möglich. Jesus weiss ganz genau, was wir brauchen und wenn wir es brauchen. Wir dürfen unser Gebet ändern von «Ich hoffe, dass du, Jesus, dieses so eins tust» so «Danke, Jesus, dass dir alles möglich ist und du ganz genau weisst, wann der richtige Zeitpunkt für ein Wunder ist.»